Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Wie euch vielleicht jetzt auffallen wird, bin ich tatsächlich auf eine deutsche Version umgestiegen. Magnetklinge, Bronzehelm, Bronzerüstung, Handschuhe, Schleife und so weiter und so fort. Ich habe alles genauso gemacht wie in dem, was ihr bisher gesehen habt. Eventuell bin ich jetzt etwas stärker mit Level 8 und Level 7. Das weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich reingeguckt bei der letzten Episode, wie es so ausschaut. Aber auf jeden Fall habt ihr nichts verpasst. Ich habe genau hier gestoppt und wir sind wieder genau an dem Part, wo wir auch im letzten Let's Play stehen geblieben sind. Nur, dass die ganze Spruchausgabe jetzt auf Deutsch sein wird. Ich habe ja schon mal erklärt, dass das Ganze eben nicht auf Deutsch erschienen ist. Das heißt, wir haben hier eine Fanübersetzung. Das ist nichts, was offiziell ist. Das war die Zehnernbrücke, die 600 nach Christus nicht da war, beziehungsweise die zerstört war. Das wollte ich mich hier einfach mal ein bisschen umgucken in der Umgebung. Ob wir hier möglicherweise irgendwas Tolles, Spannendes finden. Ich weiß, wir sollten sie eigentlich nur heimbringen, aber wir gehen jetzt mit ihr mal einmal um die Welt. Und hier ist auch noch so ein kleines Dörfchen. Eine Porree-Stube haben wir hier noch. 20 Goldstücke im Voraus? Nee. Bis bald. Okay, das ist eigentlich auch nur Hotel oder sowas. Und Gutsherrenhaus haben wir hier wieder. Aha. Unser Kinder entfremden sich von uns, wie traurig. Möncher Meisterhaus, mein Papa natürlich. Gemeindevorsteher, hier regiere ich. Ich bin so reich, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meinem Geld. 10 Goldstücke für dich, wenn du gurscht wie taub. Bin ich der Prostituierte? Nein. Langweilig. Der Papa liebt ja Geld mehr als ich. Ach Gott. Okay, hier haben wir so 2 mysteriöse Kisten wieder. Alle behaupten, der Papa wäre gierig. Stimmt nicht, oder? Immer wieder durch geheimnisvolle Energie versiegelt. Ja, das hat man in der Vergangenheit und diverse andere Kiste auch hier in der Gegenwart. Ach ja, was haben wir dann hier noch? Ah, da könnte man zum Schiffchen gehen, aber da können wir, glaube ich, ja nicht. Ah doch, da könnte man tatsächlich eine Fahrkarte holen, aber ich will noch nicht zum östlichen Kontinent oder sonst wo hier gehen. Insofern, nö, hier gibt es eigentlich nichts für uns. Na gut, dann bringen wir halt die gute Male heim. Ich finde es auch schön, dass hier auf der Weltkarte einfach nur gelaufen wird und nicht irgendeine Zufallsbegegnungen aller Final Fantasy stattfinden. So, dann gehen wir doch mal in den modernen Guardia-Wald und gucken mal, was hier lauert. Huch, was ist denn ihr für welche? Wie geht? Hetake. Naja, euch mache ich mal vorsichtshalber fertig. Ihr seid echt ekelhaft. Lebendige Giftpilze sind jetzt nicht gerade so das, was ich bevorzuge. Von daher machen wir die nochmal fix platt hier, die Viecher. Besonders viele können die wohl ahnen, wie es aussieht. Und das tolle Schwert von Melchior scheint sich echt bezahlt zu machen. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 48 Goldstücke und noch ein Tonic. Das hätten sie wohl anscheinend nicht übersetzt mit Wasser oder so. Ja, behält einfach den Namen Tonic bei. Ich habe Axia Eigenname wie eine Kraftpille gefunden. Das war das, was Power-Up bezeichnet wurde. Ja, ich habe auch gesehen, dass Eigenname wie Guardia Castle und so weiter einfach weiter beibehalten werden, was ich ganz gut finde. Aether zum Beispiel wird auch einfach mit Ether weiter behandelt. Ist in Ordnung soweit. Kraftpille gehen alle an Chrono, der braucht sie als Krieger. So. Ne, Quatsch, schon Dokkan, Mayo. Das sind wieder ein paar von den Pilzis. Also machen wir die doch mal schnell fertig. Die sind aber auch echt ekelhaft. Also sogar Male kann die mit ihrer schwachen Kraft hier fertig machen. Insofern besonders stark können die Dinger ja nicht sein. Aber Tonic gibt es immer noch aber drauf, das finde ich sehr schön. Wenn wir in der Vergangenheit eins gelernt haben, dann auch Steine untersuchen. Ach, in Stähl kann wohl was Tolles sein. So. In den Büsche ist aber nichts. Irgendein Adler schwirrt hier noch rum mit einer Glocke. Schwira und Avian Chaos. Geh doch mal auf den Schwira los. Klingeling, Chaos,
fehlgeschlagen. Haha. Nimm das, Avian. Geflügelter Bruder des Pavian. 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 48 Gold. Ausgezeichnet. An der Stelle würde ich auch gerne mal Kra danken, der mich nicht nur zu dem Let's Play gebracht hat, sondern... Oh, das sind die sind etwas stärker hier, die Biester. Ja, der mich nicht nur zu dem Let's Play gebracht hat, sondern... Oh, jetzt haut er auch noch ab. Sondern mir auch noch diese deutsche Version zukommen gelassen hat. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, Grado, dafür, dass du mir die Version von Chrono Trigger in Deutsch nochmal über YouTube als Link zugeschickt hast. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Und ich denke, das macht es auch um einiges einfacher. Ich hätte es natürlich auch auf Englisch weitergemacht, das ist kein Problem. Aber auf Deutsch ist es doch einfach eine Spur angenehmer, wenn man nur von Hochdeutsch auf Pelzig übersetzen muss. Es ist doch etwas besser, als das Ganze von Englisch auf Deutsch und dann auf Pelzig zu übersetzen. Hallo? So. Gerade sage, jetzt habe ich auch noch den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Muahaha. Hoffe ich doch zumindest. Und mach sie fertig. Also wirklich stark können die wirklich nicht sein, wenn die sogar bei 18 Schadenspunkte schon wegknicken. Und auch wenn du wegwanderst, ich krieg dich trotzdem. Sehr schön. Jo. Aber Levels kriegen wir jetzt hier auch nicht wirklich. Schloss Guardia betreten verboten. Da war in der Vergangenheit auch nochmal so eine mysteriöse Kraft. Und was ist hier? Am Ende des Pfades liegt ein alter Kampfplatz. Und gehen wir doch gleich mal hier. Ah, da ist auch nochmal so eine mysteriöse Truhe, die durch geheimnisvolle Energie versiegelt ist. Und hier auf dem alten Kampfplatz finden wir nichts. Ne? Eventuell kommen wir ja bei, von der Story her, hier nochmal vorbei. Ich könnte schon fast drauf wetten, das sieht nämlich sehr verdächtig aus dort. Okay. Dann bringen wir dich erstmal noch Schloss Guardia zurück. Oh. Prinzessin Nadja. Ah, wieder ein Kanzler, aber die Soldaten sehen hier eher noch noch Secret Service aus. Alles in Ordnung, wo wart ihr? Seid ihr entführt worden? Die Soldaten haben euch gesucht. Gauna, du warst also der Entführer von Prinzessin Nadja? Nee, der Chrono ist... Gesteh, du hast sie verwirrt und versucht, an den Thron zu kommen, Terrorist. Aufhörer! Ach du liebe Zeit. Sofort aufhören. Was macht dann ihr Käskäpp? Prinzessin Nadja hat gesagt... Ihr Deppe, ergreift ihn her. Chrono. Das lief ja wunderbar. Jetzt werde ich auch noch hier vor Gericht gestellt. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh je, oh je, oh je. Das sieht nicht so gut aus. Erstmal einen Schluck Wasser auf den Schock. Aber geil animiert ist es schon. So kann man nichts sagen. Ich bin der Kanzler, der Ankläger. Ich bin Anwalt Pierre. Hohes Gericht. Der angeklagte Chrono wird vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, Prinzessin Nadja entführt zu haben. Was machen wir mit dem Röster? Vor ein paar Jahren mit dem Kopf noch ohne aufhängen. Oder einfach den Kopf abschlagen. Ihr, die Geschworene, werden über ihn richten. Fangen wir mal an. Oh je, irgendwie vermute ich krieg doch kein gescheites Gericht hier. Chrono, dir wird hiermit befohlen, die Wahrheit zu sagen. Chrono wird der vorsätzliche Entführung Prinzessin Nadjas beschuldigt. Aber hat er dieses Verbrechen überhaupt begangen? Nein, es fand gar keine Entführung statt. Die beiden begegneten sich da völlig zufällig. Tatsächlich bat ihn die Prinzessin darum, ihn begleiten zu dürfen. Ja, wir haben mit dem Usin angefangen. Ja, ich bin hier ins Reich gestolpert, insofern war ich's. Wie ich mal gedacht habe, der Angeklagte hat alles Tagsätze in die Nähe von der Prinzessin zu kommen her. Hey. Ja, ich bin halt gegen sie gestolpert. Das hat wehgetan. Arglos. Also da ist er die Prinzessin gefolgt zu Lukas der Vorstellung. Dann seid ihr beide verschwunden, wenn das mal keine Entführung ist her.
Und ich habe Fakten, die den Charakter vom Angeklagten in Frage stellen. Einspruch, solche Fakten haben nichts mit diesem Fall zu tun. Was meint ihr, Kanzler? Kronos Charakter ist in dem Fall des Pudels Kern. Er hat nichts zu verbergen. Hast du jemals etwas geklaut? Habe ich irgendwas geklaut? Ich überlege grad. Ich glaub nicht. Ich bin kein Dieb. Lügt doch nicht, mir einen Zeuge. Wer dann? Was ist das doch von Hansel? Der hat mein Mittagessen weggemampft. Oh, scheiße. Okay, stimmt. Stimmt, verdammt nochmal. Oh je. Das sieht nicht gut aus für uns. Ich bin zu Protokoll zu geben, dass Krono ein armer alter Mann bestohlen hat. Hier geht es ums Motiv. Hatte dieser integre Bürger Grund, Prinzessin Nadja zu entführen? Nein, hatte er nicht. Ganz klar, Erpressung. Krono, ihr Vermögen hat dich gelockt. Nee. Bist sicher, keine Verlockung. Kein bissel. Denken drei, hat angeblich kein Interesse an ihrem Vermögen. Bitte die Zeugin. Alter Falter, was soll denn die ganze Rotze jetzt hier? Oh ja, ich habe alles genau gesehen. Ich bin mal ganz sicher. Oh je, ich bin so nervös. Der Kerl hat sich das Amulett geschnappt, ohne noch der Prinzessin zu gucken. Alter, ich hab's ihr wieder zurückgegeben. War das alles? Kann ich gehen? Keine weitere Frage, euer Ehren. Geschworener, wenn er einen verschuldigt befindet, geh nach links, wenn nicht nach rechts. Nicht schuldig. Sehr schön. Nicht schuldig. Puh. Eventuell habe ich Glück. Nicht schuldig. Ah, das sieht doch besser aus als gedacht. Schuldig. Ruhe. Nicht schuldig. Sehr schön. Könnten wir ja nochmal Glück haben. Schuldig. Und bitte nochmal für mich. Schuldig. Oh je. 4:3. Ja, das sieht aber gut aus für mich. Ruhe im Saal. Das Urteil ist gesprochen. Das Urteil lautet nicht schuldig. Aber da er immerhin mit ihr weggerannt ist, muss er zur Strafe 3 Tage Einzelhaft absitzen. Bring den weg. Ach, Blicke mal verflixt. Prinzessin. Ah, der König ist auch noch dabei. Halt ein, mein liebes Kind. Aber Pappe. Ich mag doch nur, dass du dich einer Prinzessin gemäß benimmst. Du musst die Regler lernen. Überlass alles dem Kanzler und vergiss die Jahrtausendfeier. Wir gehen. Der scheint ja wohl nicht gerade der netteste zu sein. Krono. Ja, mehr als Krono kreische kann die ja nicht. Da hinter der Dumbledore-Richter, den sie ihn als Buntglasfenster verewigt haben. Aber wenigstens sind es nur 3 Tage Einzelhaft. Das ist schon ziemlich heftig. Nur davor, dass ich nichts gemacht habe, außer Mädel und Falle zu tun. Der Terrorist wollte unser Königreich stürzen. Er wird für schuldig befunden und ihr müsst nun ins Urteil vollstrecken. Hallo? Ich war unschuldig, du Säckel. Also das ist das Monster, was die Prinzessin entführt hat, hä? Die Richtung ist in 3 Tagen, lassen wir nett aus der Haare. Richtung? Seltsam, aber ich kann mich in der Anordnung von einer Richtung erinnern. Wie bitte? Du wagst an mir zu zweifeln, wahrscheinlich. Gab's mal wieder Verzögerungen in der Bürokratie? Verstanden, Sir. Wache? Oh, Alter, ist das asozial. Bring den Gefangene fort. So wird mal aus dem Urteil vom Richter gleiche Hinrichtung. Ich glaub's hackt. Ohne Scheiß im Gericht war unschuldig befunden und der lässt mich jetzt in einer Solo-Aktion einfach mal hinrichten. Alter, also den schlage ich auf jeden Fall tot, wenn ich hier rauskomme. Und ich bin mir sicher, dass ich hier rauskomme. Halt die Gosch. Halt die Gosch.
Aber wenn du dann nachher mal der Schlappschnut halte kennst, ich werd's dir zeigen, aufmache. Na gut, dann kämpf doch mal gegen mich, du Feigling. Oh, scheiße. Kann ich ja gegen den Sack kämpfen? Das ist die Strophe als schlechte Benehmen. Zack. Sehr schön. Geht doch. Wo gehst denn du hin? Dich mache ich fertig, du Klappschädel. Endschlag, die kennen nix. 10 Erfahrungspunkte. 70 goldene Tonic. Nala. Und was ist das? Eta. LP und MP wiederhergestellt. Und hier kann ich gleich mal speichern. Der Prozess. Ja, der war super fair, der Prozess. Und hier haben wir auch noch was drin. So, machen wir da gleich mal auf. Na, geht nicht ganz auf. Aufmacher. Oh. Ich habe gesagt, Aufmacher. Kann ich doch nicht drunter durchkriechen? Oder? Also komm, verarsch mich nicht. In jedem anderen Spiel könnte ich hier ducken oder so. Na, scheiß doch die Wand an. Warum komme ich dann da nicht durch? Vielleicht muss ich jetzt so machen. Und dann nochmal auf. So, jetzt noch einmal. Na, scheiße. Nee, das geht nicht. Hätte ich sein können, dass nur Annie richtig zugeht. Gewitter erleiht. Das ist gemein. Das ist schon echt gemein hier. Wenn ich sogar schon im Gefängnis hier nochmal gemobbt werde. Im ersten Bereich vom Gefängnis schon. Ach, die liebe Zeit. Na gut, da würde ich aber trotzdem sagen, dass ich an der Stelle hier meinen Cut mache. Doch noch nicht. Wir haben noch 3 Minuten. Entschuldigung, desmal habe ich auch die Karte nicht so wirklich im Überblick gehabt. Und gegen euch kämpfen wir jetzt auch nochmal. Ja, die Karte, die Uhr natürlich nicht im Blick gehabt. Muss ich gestehen. Sorry an der Stelle. Oh, der hat ordentlich abgewehrt. Eventuell den anderen Treffer, der sich so verdächtig rausgelugt hockt. Der Yodu D. Ja, so treffe ich die nämlich wesentlich besser. So. Oh je. Autsch. Der kommt aber an aus seiner Deckung raus. Eva. Nimm das. Ne, wie gesagt, da habe ich jetzt leider die Uhr nicht richtig im Blick gehabt. Also sorry. War doch noch nicht wirklich cutwürdig. Von daher... Oh, da geht's raus. Und wie sieht's hier aus? Da komme ich auch wieder in irgendwelche Zelle. Oh, da ist einer schon drin verrottet, wie es aussieht. Nicht so gut. Der hat aber bestimmt irgendwas Nützliches parat, oder? Hör auf rumzugeistern. Ich sag, das sind Gute. Oh, das ist scheinbar die Seele hier zu sein. Nett. Abberufen hieß der einfach nur. Okay. 12 Erfahrungspunkte, 90 Goldstücke bringt er da. Abberufen. An. Sehr schön. Ah, Mann. Diese Zelle. Diese verdammte Zelle. Kriege ich denn die Dinger auf? Brauche ich da eventuell einen Kerkerschlüssel oder was? Weil da hinten sehe ich auch schon noch eine Truhe und so rumlungern. Ah, scheiße. Ich würde doch gern hier. Ich würde doch echt verdammt nochmal gern hier. Na gut, dann probieren wir es nochmal erst hier over. Okay, da geht's wohl hier. Der Gefangene flieht. Oh. Naja. Dann machen wir das doch so. Und der andere Hansel, der kriegt jetzt auch noch sein Fett weg. Aber ich sollte eventuell nochmal vorher ohne gucken, weil ich glaube, noch over geht's dann eher raus. 20 Erfahrungspunkte, 140 Gold und ein Tonic gab es noch. Ausgezeichnet. So, dann gucke ich doch trotzdem nochmal hier unten. Ist dasselbe Spiel hier unten auch? Anscheinend nicht. Na gut. Dann gucke ich dann erstmal hier unten. Hallo? Komplize? Ah. Na gut, dann halt so. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, wenn ich da ohne Kampf großartig rauskomme. Ah, da ist ein Speicherraum. Ein Äther. Tonic Mittel. Tonic Mittel. Und nochmal Äther. Nicht schlecht. Nicht verkehrt, dass ich doch hier nochmal geplündert habe.
Hat sich ja wohl noch ausgezahlt. Was macht dann das mittlere Tonic? Gerade mal gucken bei der Objekte. Sortieren wir mal. Das normale Äther füllt 10 MP, das Medium Äther füllt 30 MP, das füllt 200 Lebenspunkte und das normale Tonic 50 Lebenspunkte. Oh, da kommt einer. Oh, jetzt kommt aber der Dicker. Da haben wir ja den geflohene Knaschbrüder her. Omikron. Nimm das. Jetzt geht's also auf der Bashing Omikron. Und er trifft nicht mal, weil er so fett ist. Nicht schlecht. Zack. Nochmal ein paar auf das Schädel gezwiebelt. 22 Erfahrungspunkte, 55 Gold und ein Äther. Da, der feiste Sold, absolut mickrig. Pff, jetzt entschwebt er hier mein Griff und mein Angriff. Naja, aber ich würde sagen, jetzt kann ich hier getrost meinen Cut machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.